Mag God zijn genoeg en vrede en de hele Jezus hier van jou s'morgens waren met ons zijn. Wees van jou alle vrouw en moedig dat hij je dorf zijn. Mir vrede te zijn, van jeder einer, die wirklich kan zijn dat hij vrouw is, hier van jou te zijn. En we willen ons van jou een tekst bekijken, den vind je in Römer kapitel 12, door zo van 1 durch 2. En wenn je in de Bibel haben, werden we de hand drehen en werden we die twee versen mal lesen. Römer kapitel 12 van 1 durch 2. Dat zegt zo. Brüder, wie ons Gott so viel Genut en Mitleid an jünt bewiesen hat, ermutigt jünt, auch jünen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott annehmen kann, laut dort jünt jässlicher Gottesdienst sein. Und stellt jünt nicht so an, als die Welt det. Die sollen durch jünt nie Gesinnung verändert worden. Dort je weiten kann, was Gott sein Willen und was gut, angenehm und vollkommen ist. Also das ist, mit diesem Tag wollen wir uns von dir beschäftigen und uns mal was Fragen stellen und ein bisschen nachluten an diesem Thema. Aber zum Anfang will ich erst mal ein paar Gedanken bis uns Frauen. Wer kommt in uns Leben an Verschieden? Wer kommt an dein Leben an Verschieden? Durch dein tagtägliches Leben. Was darf durch dein Leben rührt? Was kriegen die Menschen zu holen, was mit dir durch den Tag irgendwo Gemeinschaft pflegen oder was mit dir was zu tun haben? Wer darf der Rüht, wer kommt an Verschieden und was motiviert die dort, wo der Rüht kommt? Das ist die andere Frau. Basically, jeder denkt, was in die tun, das ist something, was uns motivieren wird, something, was uns driven wird zu tun. Und das soll je denken erst mit dem, wo wir mit anderen Menschen umgehen, du hast immer ein Drive und ein Zweig, all die Menschen dahin, was da passieren wird. Also, was sind die Menschen? Was sind die Frauen, die ihnen durch den Kopf gehen, wenn sie an das Lied von Gospel Fellowship denken oder betrachten? Und ja, ich das klingt ein bisschen persönlich hier für uns Tüß merken. Was sind die Lied oder was sind die Menschen, oder was jede durch den Gedanken, wenn die uns hier, was wir hier Tüß hören in dieser Kirche, was sind die von uns oder was jede durch den Kopf, wenn sie uns begegnen tun und wenn sie uns betrachten tun? Dort wird ein paar Dinge tun. Dort wird uns wieder aufschieben oder dort wird tragen. Du hast, glaube ich, nicht so ein Ding aus neutral sein. Du bist, ja, ich sage mit der Person tut dir was und so weiter. Aber ich glaube, dort wird Dollar immer uns wieder. Dort wird irgendwas geluten haben, was die Person wird mit untragend gewesen sein. Oder dort wird, wie kann was geluten haben, was die wird zu denken, ich weiß nicht mehr. Also das ist eine wichtige Frage, wo wir uns Frauen kennen. Und für die, die hier bei sind, die vielleicht nicht allgemein kommen, das ist all die Dinge, wo wir leben tun. Die, die das hier und so weiter. Das sind Frauen, wo wir uns einfach machen, Frauen, wo wir uns Christen bekennen tun. Was sagen die Menschen von uns? Was begehen die von mir? Was erfahren die von mir? Und ich glaube, das sind gute Frauen. Weil wir leben in einer Umgebung, was fehlt. Da wir leben tun, was untragend ist. Da wir leben tun, was Leben verändern wird. Und dort sei ein Beispiel kriegen. Und das Thema von der ist, was ich habe gesagt ist, wir sollen anders sein. Und ich hoffe, wenn wir unsere Botschaft hier schwören, da sind, dann werden die weiten, was ich meine, wenn ich sage, wir sollen anders sein. Gott hat uns abgerufen. Und er beraubt uns und er spornt uns an, einfach anders zu sein. Und so, das ist nur, wo wir uns wollen checken, einfach nur diesen Thema und sagen, wo können wir anders sein als irgendwer. Und ein das, nur ermutigt, das was Paulus sagt. Nur ermutigt sozusagen, anders zu sein. Und das wird wir uns nur wollen checken. So, bevor wir wieder gehen, würde ich fragen, ob wir uns erst würden halten zum Gebet.
Lieber himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir an diesem Morgen. Vater, wir danken dir für deine Gnade und für deine Liebe, was du für uns hast. Vater, wir danken dir, dass du uns gewählt hast, deine Nachfolger zu sein. Vater, wir danken, dass du uns gewählt hast, deine Kinder zu sein. Und Vater, dann forderst du uns auch ab, anders zu sein. Und Vater, hilf du uns, von der dein Wort zu verstehen, durch zu lernen, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir wollen anders sein. Dass wir uns wollen von die Handlungen transformieren, nach wahrer und Mut sprechen, um einfach anders sein. Vater, lehr du, empfehle du uns an diesem Morgen, und dass wir dein Wort wollen rechtlich erfahren von diesem Morgen. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Also hier, wenn wir gucken, dann kurz das erste, was Paulus hier zu diesem Lied und zu den Römer sagen hat, aber hier hat er noch viel über Gesetz und Genug geredet, wo dort verschieden ist. Und über Sinn, wo Sinn Tod bringt und wo Jesus Leben bringt. Und so wieder hat er verschiedene Dinge, das hat der Römer anspornen, wo sie können anders sein, oder wo sie sollen anders sein. Und nun kommt er hier und dann sagt er, nu, dort die Jesus Christus angenommen haben, so zu sein, dann soll du ein Unterschied sein an deinem Leben und es soll eine Ändernis passieren. Er sagt es dort in dem 12. Kapitel, er sagt, Brüder, wie es Gott so viel Genug und Mitleid an jünd bewiesen hat, so das ist mal, was er anfangen hat. Er sagt, Brüder, guck mal hier, ich habe Genug und Mitleid an jünd bewiesen. Das, was Gott getan hat, durch Jesus Christus. Er sagt, wie es Gott hat das getan, das ist nicht von irgendeinem Mensch, nicht von irgendwo was anderes. Und bei dieser Genug und diesem Mitleid, was wir kriegen und erfahren haben, das kommt von Gott. Da mal wir ganz klar verstehen können. Das können wir nicht von irgendwo selbst kriegen. Aber am besten in Gedanken, bis wir das verstehen können, will erstmal, er sagt, willst du diese Genug erfahren haben? So, ich hoffe, du hast diese Genug erfahren. Ich hoffe, du hast genug den Mitleid von Gott erfahren, dass er dein Leben hat verändert. Dass du bist eine neue Person geworden, so es 2. Korinther Kapitel 5, 17 sein wird, was Jake hier auch lesen wird. Wir sollen was nicht geworden sein. Das ist, was er hier mit meint. Er sagt, wie es Gott hat diese genug den Mitleid mit jünd bewiesen hat, so dass meint so viel, du erst ein Ändernis passiert, und dann der Ändernis soll auch mehr passieren, als bloß bei dir. Aber wenn wir bis ein bisschen denken, als mitdenken haben, wenn wir denken an Römer 23, wenn wir denken an und so wieder an Römer Vers auf, dann in diese ganze Thema von genügend Mitleid wird bekeken, dann sagen wir, es wäre oder wir haben Leben durch Jesus Christus oder wir sind tot. Du hast nicht ein Mittelsteg. Entweder wir haben genügend Mitleid erfahren oder wir haben nicht. Entweder wir haben. Aber hier redet er zu Menschen, die dort haben gekriegt. Und ich will ein klein bisschen nennen, so diese Genug, ein Mitleid, das kann wir nicht verbinden, das kann wir nicht vermischen mit irgendwas anderes. Dort ist für sich selbst allein, der Radung ist für sich selbst allein ein Ding. Wenn wir gerat sind, wie diese Genug in dieser Leben erfahren haben, yes, dann soll es unser Leben verändern, zu ein Ding, was Gott gefallen hat, was Gott will haben, was wir sollen tun. Aber dann schaffe ich nicht mehr zum gerat sein, dann schaffe ich für das, wie ich gerat sehe. Dann schaffe ich nicht mehr zu mir, zu meinen Kredit bühen, dann schaffe ich, wie ich habe, was ich kriege. Da merkt ein Unterschied. Ich schaffe nicht mehr ein Prof sein, wo ich das einen Tag nach Kamel merke, dass ich bei Gott angenommen sein. Der einzige Weg, wo ich bei Gott angenommen sein kann, ist, wenn ich diese Genug Mitleid erfahren habe von ihm. Dort ist der Jesus Christus. Und wir wollen mal kriegen in Römer 12 blädern. Und an den ersten Vers, du wollen uns ein Stutz hier beschaffen. Ich wollte noch einmal lesen. Er sagt, Brüder, wie Gott so viel Genug und Mitleid an uns bewiesen hat, ermutigt uns, jene Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott annehmen kann, und lasst dort jene Jesu ja Gottesdienst sein. So, nun sagen wir, wenn wir diese Mitleid erfahren haben, dann sollen wir nun was tun. Unser Körper, mein Leben, ich soll mein Ich loslassen, und ich soll mich zu Gott geben, dass er dort kann zu Wort bruchbar merken. Dass er dort Wort kann merken für sich. Aber ein klein bisschen 3, wir fangen dort immer weiter, dort die Erlösung
wo wir haben, der kommt durch Genut. Der kommt nicht durch irgendwas, der kommt durch Genut, der was Gott für uns hat, der Mitleid, was Gott für uns hat. Dass Gott so ein gnädiger Gott wird, ein mitvoller Gott wird, dass er sehen, in dieser Welt einen Schatten deut, damit er kann gerat werden, und diese Mitleid hat er mit uns mitgeteilt. Und dort haben wir nicht durch ein Wunder merken, mit irgendwo down, damit er irgendwo war, das kann besser merken. Weil es das Beste als gegeben, und dort ist Jesus Christus, und dort ist diese Gnadenskuh, was wir gekriegt haben. Weil es, wenn wir kicken dann in Römer Kapitel auf, Vers 6, wenn ihr eine Bibel haben, 3 Mal in Römer Kapitel auf, Vers 6, wenn ihr wollt mitlesen, da sagt es das. Aber wenn dort Gnade ist, dann ist dort nicht mehr durch Worten verdienen, dass wir Gnade nicht mehr Gnade. Wir können diese Gnade und diese Mitleid nicht vermischen, nicht vertuschen mit something, was ich tue. Aber wenn ich diese Gnade und diese Mitleid, wo Gott von reden hat, Paulus hier die Räume mit ansporen hat, was sie von Gott gekriegt haben, dann merkt er ja klar, dass der sagt er zu ihren vor dem all, er sagt, guck mal hier, was ich will klar haben, ist, dass die nicht wollen Worten und Gnade wollen tot mixen. Das ist ein Ding für sich selbst. Die Gnade in der Leib, das steht für sich selbst. Aber weil wir das nicht erfahren haben, dann spürt er uns an, gute Dinge zu tun, weil wir dort all haben. Nicht, weil ich dort kriegen will, dadurch. Das tue ich, weil ich dort all habe. Gott hat mir diesen Mitleid und Gnade all gegeben. Das wird er zu Ende hier sein. Und dann sagt er zu Ende, Jesus, er hat das bewiesen und er hat ermutigt. Das ist, was Paulus sagt. Nu ermutigt, die Körper Gott zu geben. Also nu sagt er so, nu haben die diesen Gnade und diesen Mitleid erfahren, nu will er haben, soll wir uns Leben übergeben. Nu soll wir uns Körper, mein Körper, was ich sein, dort muss nicht sterben, und heute muss an mich für einen Tag kommen, heute muss an mich lebendig werden, und dann will ich für ihn leben. Dann will ich anfangen, so zu leben, als was heute will. Nicht mehr, so ich will, aber so ich heute will. Und so, wenn wir hier dann wieder kicken, dann, also er ermutigt nu an diesem Vers, sagt, das sind 4 Dinge, was er mit Rüt haben wird. Die Körper Gott zu geben, als ein heiliges Opfer, was Gott annehmen kann, und dort soll uns jährlicher Gottesdienst sein. Erstlich müssen wir uns einfach handgeben, dass er uns kann brücken, dass wir können brückbar sein. Er ermutigt uns, damit wir sollen brückbar sein. Für was? Für mich, für ich oder für ihn. No, der ermutigt uns, brückbar zu sein, so zu sein, für ihn. Nun sollen wir nicht mehr für uns leben, aber für Gott. Als ein heiliges und lebendiges Opfer. Das Wort, herrlich, dort ist, glaube ich, vielmal uns recht durchgestellt worden. Recht vernommen worden, was das meint, wenn die Bibel sagt, dass ich und du herrlich leben sollen, oder dass wir herrlich sind. Die Bibel redet manchmal von. Und er redet hier in diesem Tag auch, dass wir sollen uns am Hand geben als ein heiliges, lebendiges Opfer. Und da wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen. Gott, wenn wir denken an herrlich, erstlich, das Wort herrlich ist einfach bloß tot sie gesagt, apart gesagt. Und Gott ist 100% apart gesagt von Sinn. Er hat nichts mit Sinn zu tun und er kann nichts mit Sinn zu tun haben. Er ist ganz apart gesagt von dort alle. Und so herrlich meint eigentlich apart gesagt. Durch dort, dass wir diesen Genut und diesen Mitleid erfahren haben, hat Gott das möglich gemerkt, dass ein Du kann apart gesagt sein. Und wie sollen? Während er sagt, hier ist das, wie uns Gott diesen Mitleid und uns bewiesen hat, und da wir unsere Körper Gott geben, als ein heiliges und ein lebendiges Opfer. So, hier muss man proben, diesen Gedanken zu verstehen, wenn er reden von herrlich zu uns Menschen, das ich will sagen, er hat apart gesagt. Das Volk Israel, heute will sich Abraham und dann so jinkt der Land wieder und das Volk Israel wird. Dort will er sich und heute hat apart sagen, als ein Volk Wutter, bloß dass er hier ein Volk hat. No, er sagt sich, das Volk Israel apart ein Volk zu sein, jetzt zum Wiesen zu der Welt, wer er wird und dadurch soll Gott zum Verschieden kommen. Aber der
Der wirkliche Punkt davon wird er wohl, durch dort fällt, soll Jesus Christus in diese Welt ankommen. Also er hat sich in falscher Port gesagt und gewählt. Sie sollen auch heilig sein. Aber ein Port gesagt, sie sollen anders sein als all die anderen. Und man dort fällt, dass er noch einmal wird ein Port sagen, und dort wird den Stamm Juda. Durch den will er Jesus Christus in diese Welt nennen. Er will sich Juda. So haben wir noch weiter, können wir sagen, ein Port gesagt. Diesen Stamm, den hat mir noch ein Port gewählt, der soll dort noch das letzte Port sein von den Plunen, was ich habe. So dort war er, können wir sagen, da war ich wieder ein Port gesagt. Und nun sagt Paulus, er ermunt uns, unsere Körper zu geben, oder zu Gott zu geben als ein heiliges, lebendes Opfer. So Paulus sagt hier nun, er ermunt ihn. Doch wir sollen uns luten ein Port sagen, das Sieg sagen für Gott, für Arm. Ich soll mich luten ein Port sagen. Ich soll mich luten, das Sieg sagen, so dass er mich kann brauchen für ein Zweig, was er will haben, was ich soll tun. Nicht mehr, was ich will tun, aber was er will tun durch mich. Also wir sind, das Sieg gesagt, zum anders sein. Anders sein als alle anderen Menschen. So ist es für Israel, das Sieg gesagt wird, und Gott sich gewählt hat, zum anders sein als alle anderen Menschen, für eine Ursache und Zweig, so sagt er selber nu auch uns luten, das Sieg sagen für Arm. Dass er uns kann brauchen, für Arm, für sein Dienst, dass er kann durch uns tun, was er will. Das Sieg gesagt Wort, zum lebendig und aktiv sein. Wenn er sagt, nicht bloß das Sieg gesagt und heilig. Er sagt noch ein Ding mehr. Er sagt, ein lebendes Opfer soll wir sein. So, wir sollen das Sieg gesagt sein, nicht bloß zum das Sieg gesagt sein, aber auch lebendig. Also wir sollen das Sieg gesagt sein, zum lebendig und aktiv sein, brauchbar sein, sodass Gott uns kann annehmen und brauchbar merken und brauchbar durchstellen für sein Willen. Das Sieg gesagt, zum brauchbar sein und sein Dienst, für sein Zweig. Und jeder einer von uns hat irgendwo, hat Gott sich die gewählt, um something tun für ihn auf dieser Welt. Heute will dass du sollen das Sieg gesagt sein, du sollen brauchbar sein und sein Recht, für seine Arbeit, für ihn soll wie ein heiliges und brauchbares Priestertum werden. Und frisch noch einmal bloß, das kommt alle an dem, er sagt, Brüder, will Gott so viel Genut und Mitleid und jüngste Wesen hat. Es meint die dort wird genug. Wir haben erst alle die Hand ab, wie wir dankbar, dass wir hier wären und so weiter. Und ich hoffe, jeder einer hat, dass er dankbar, dass er Gott an sein Leben hat. Aber bist du dankbar genug für die Genut und die Mitleid, was Gott dir gegeben hat, dass du dir sagst, ich will mich anspornen lassen, um von arm das Sieg gesagt sein und von arm brauchbar zu sein? Sind ich wirklich wahrlich der Tod? Sind ich wahrlich der Tod zum anders sein hier in uns Dorf, als was die Menschen gewandt sind vielleicht? Einfach anders sein. Nicht anders bloß, wenn ich will, anders sein für mich, sondern anders sein für Jesus Christus. So dass die Menschen wollen arm auf einmal sein. Weil ich soll ein Leben jetzt Opfer sein für arm. Nicht für mich. Aber warum muss wir daran denken? Das heißt, spornt an, das soll für arm sein. Zum ein Shipyard anders sein. Zum der Raumshipyard anders sein. Für die Welt anders sein. Das Fall Israel wird Gott sich gewählt, anders zu sein. Aber nun hat er sich uns auch gewählt. Wenn wir kicken dann in Epheser 2, sage ich, wie weit auf. Und auf einmal dann der Gott, der wohnt durchbringen, und dann, wo wir im Plun, auch von sein Plun. Wir sagen nicht mal weit auf, aber er hat uns nur gebracht. Nur angebracht, durch Genut und Mitleid. Und dann sagt er, er muss nicht um diese Dinge tun. Dass wir sollen für arm, was einfach anders sein, dass wir sollen für arm hier in Zeugnis sein, dass wir für arm hier sollen schienen an dieser Kolonie. Hier, tschüss, Umfang. Hier ist in unser Bein. Wir sollen anders sein. Wir sollen einfach lebendig aktiv sein. Wenn ich meine anders sein, dann auch lebendig und aktiv. Das meint so viel, dass Gott sein Willen soll ausleben durch mich und durch dich. Das soll nicht das Sieg gesagt sein,
entstehen bleiben. Das sollte sie gesagt sein, auch zum Wissen, teilnehmen, durch an. Dort Licht gerade merken, dort Licht Dollar schien zu luten. Dort mehr Menschen können für Jesus gewonnen zu werden, für ihn gewonnen zu werden. Und er sagt, lut dort den Jessel ihr Gottesdienst sein. Das soll mein die Nummer 1 Ding sein. Das ist sehr fein, wenn wir hier ankommen. Wir sollen taub kommen, wir sollen uns anspornen, einer dem anderen, abbiegen einer dem anderen, an dem, dass wir singen, an dem, dass wir beten, einer für den anderen. Und an dem, dass wir Gott sein Wort studieren. Wir haben vermehrt die Sonntagsschule und wir hier nur die Botschaft. Wir sollen taub kommen, um uns abbiegen, um uns steuern, dass wir können immer doller das Leben, Leben, was wir will haben, was wir sollen. Dass wir immer doller können, an diesen jährlichen Dienst für Gott, teilnehmen. Dass wir wissen können, Pferde weggehen, aktiv sein, und dort, wo wir tun. Und die erste Frau ist dann, was sollen die Menschen rum uns? Kann das sein, dass ich sie gesagt für Gott? Kann das sein, dass ich nur leben darf, dass ich von Gott hat sie gesagt sein? Sie ich anders, oder sie ich krieg so? Sie ich bloß anders Sonntag, oder sie ich anders Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag? Und war Sonntag, oder sie ich bloß anders, wenn ich mit dieser Gruppe Menschen top bin? Sie ich bloß anders, wenn du bezieht mich bist? Rede ich bloß dann anders, wenn du bezieht mich bist? Rede ich, wenn ich mit der anderen top bin, auch so, was ich würde, wenn du bezieht mich bist? Redest du anders, wenn ich würde bezieht dich sein, als wenn ich nicht würde sein? Das soll nicht ein Unterschied sein. Wir sollen nicht anders sein, einer für den anderen. Ja, wir sollen anders sein, einer für den anderen, aber Nummer 1 Ziel soll sein, ich sein anders für Jesus Christus. Und wir sollen uns unserem anderen durch ein Steuern, ein Abbiegen, ein Motor sprechen. Aber das soll nicht ein Unterschied machen. Wer bezieht mich aus? Wir sind, für wer ich sie, für Jesus Christus, soll kein Unterschied machen, ob das Sonntag ist oder Mittwoch. Das soll immer gleich viel Gewicht haben. Das zweite Ding ist, verändert. Heute kommt an den zweiten Vers, dann sagt er, nu, stellt euch nicht mehr so an, aus dieser Welt ist. Anders sein, aus dieser Welt ist. Wir sollen nicht mehr so sein, als die, wir sollen getransformiert sein, wir sollen nie geboren sein. So ist, was der Vers hier schon wird. Wir sind nie geworden. Wenn wir Jesus Christus haben, wir werden nie geworden. Dann sind wir anders. Und dann hier in den zweiten Vers, dann sagt er, nu stellt ihr nicht mehr so an aus dieser Welt, dass ihr sollen durch jene nie Gesendung verändert werden. Also, das ganze Ding soll uns verändern. Das soll uns motivieren zum Anderssein. Paulus sagt, ich mal hier, das Leben sozusagen, was ihr schaut, dort soll nicht genug sein. Dort, ihr werdet sehen, nun soll die ein anderes Leben leben, nun soll die für Jesus Christus anstehen. Und dort kommt alle nach einmal, wie es heute diesem Mitleid zu uns bewiesen hat. Und er sagt, wo tau, wie diese Änderungssachen an uns Leben soll passieren, diese Änderung. Und das sagt dort, die weiten kann, was Gott sehen will, was gut, angenehm und vollkommen ist. Wenn ein du ihr schon diese Änderung passiert, und ein du sind sie gesagt, zum Anderssein, dann sollen wir auch anfangen, unser Gedächtnis zu ändern, über wo ich denke, über wo ich rede. Wenn Jesus jetzt sagt, wir sollen eine neue Gesinnung kriegen, eine neue Gedanken, wo wir denken. Und dann denke ich an 1. Korinther Kapitel 5, 17. Da sagt, wir sollen keine Glieder Brücken lassen, zum Wort, zum den Sinn dein, aber alles für arm. Mein Gedanken, das wird anfangen, mein Gedanken soll ich nicht lassen Brücken, zum irgendwo Dinge tun, was ich nicht soll. Ich soll Kontrolle haben über meine Gedanken. Das soll geändert sein. Das soll verändert werden. Wenn wir mal nur 2. Korinther gehen, in 5, 17. Wenn ihr eine Bibel haben, wollen wir uns den Vers mal lesen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 sagt, du wen, wenn wer an Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er vorher, wie er ist nicht mehr. Er ist nu wird nie geworden, an Vers 18.
Das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Ich sage hier abgemixt mit dem Vers, aber hier ist das bisschen, wir sind nie geworden und Gott hat uns verändert für was nicht. Und wo ich noch haben will, als Römer 6, 13. Wenn in der Bibel haben, 13 Römer 6, 13 und 14. Wir wollen uns zwei Verse mal lesen. Du sagst es das. Leute sind keine Glieder brücken, der euer Reichtigkeit zu dein. Jefchen Leute Gott haben, als Söhne, die von Tod zum Leben gekommen sind, und Leute jene Glieder brücken, der ihre Reichtigkeit zu dein. Der Sinn soll nicht mehr jünd herrschen können, weil sie sind nicht ohne das Gesetz, aber ohne die Genüge. Also hier steht, sagt er, Leute sind keine Glieder brücken, der eure Reichtigkeit zu dein. Hier sagt er, wir sollen eine neue Gesinnung kriegen. Wir sollen uns Gedanken soll geändert werden. Ihr wollt wohl uns Gedanken, wie Jesus Christus haben. Dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit allerhand annutzbaren Dingen, mit schlechten Dingen. Und die Bibel redet auch immer weiter davon. Für das Christenleben an uns tüchtig geworden wird, für wir nie geboren werden, für wir die wahre Geburt erfahren haben, dann wird allerhand schlechtet an unseren Gedanken. Uns Hort wird voll von schlechtet, sagt die Bibel. Aber nu, wir sind nie geworden, nu sagt er, nu sollen wir all unsere Glieder nicht mehr brücken lassen, um den Sinn irgendwo zu tun. Und so auch uns Gedanken, das soll nu verändert werden. Wir sollen uns Gedanken kontrollieren können durch dem, was er für mich getan hat. Und er gibt uns die Kraft dazu. So, wir sollen nicht mehr so denken, was diese Welt ist. Anders sein. Nichts, was diese Welt ist. Eigentlich sollen die transformiert sein, einfach ganz, was mal Grüße gesagt haben, anders sein, als was die normalen Menschen von dieser Welt. Und das soll uns Gedanken als ein Part von dem Lied, wo wir nicht sollen brücken lassen. Auch uns ewig ganz in Körper. Das soll nu für arm, für seine Gerechtigkeit streben. Für arm, das wird er auch sagen. Das geht nicht mehr an mich, aber das geht nu für arm. Und wenn wir gucken dann auf den zweiten Vers, wenn wir den Bett abtreten, dann er sagt, stellt euch nicht so an, aus dieser Welt hat. Die sollen durch eine neue Gesendung verändert werden, dass die weiten können, was weiten, was Gott sein Willen ist, was gut ist und angenehm und vollkommen. So, das soll nu mich verändert haben. Das Gedanken von was gut ist, was angenehm ist, was Gott sein Willen ist. Weiten du das? Weiten du morgen, was Gott sein Willen ist? Wenn du morgen mit somwem taub sind, weiten du, was Gott will. Was will er mit mir in den Gedanken? Wo wollen wir mit denen hingehen? Was wollen wir tun mit denen? Weil er sagt, dass wir sollen uns diesen Gedanken verändern lassen, dass wir weiten können, was Gott sein Willen ist. Ich hoffe, du weiten, was Gott sein Willen ist. Und wenn wir nicht weiten, dann wollen wir sehen. Wir wollen Gott freuen, dass er uns wiesen kann und dass er will uns wiesen. Und dass wir weiten, was gut ist. Dass wir wollen wirklich verändert sein. Und dass wir wollen im Willen haben, die Gerechtigkeit zu tun. Und dann wieder sagt er, was angenehm ist und vollkommen. So hier, das Unterding ist, wie verändert zum Anderssein, dass wir weiten, was angenehm ist. Weiten du wirklich, was angenehm ist? Raum unsere Menschen. Wollen die sich das angenehm und von da, was du sind? Oder was du tun? Das sind alles Frauen, wo wir uns mal einfach fragen. Sind ich wirklich, haben wir Leute, die sieht, einfach zum verändert sein, verandert sein, zum brückbar sein, und dass durch all diese Dinge, dass ich diese Dinge weiß, habe ich dann auch gelernt, dass ich weiß, was er von mir will. Habe ich gelernt, dass ich weiß, was gut ist, was reich ist, und was schlecht ist, und was nicht reich ist. Weiß ich die Dinge hineinzuscheiden. Kann ich die annehmen, wenn ich erst sein darf, und die hineinzuscheiden. Wir lernen alle Tag frisch. Immer weiter, wo wir auf einmal hier oder da, du kannst vielleicht noch mit. Immer weiter, auf einmal, wo wir hier oder da, halt noch Gedanken. Die machen noch gekritzig. Die machen noch zurückgenommen. Weil einer lässt sich da hier und da und einmal wieder denken, laut wir unsere Gedanken, something irgendwo brauchen, wo die nicht sollen sein. Die sollen festgenommen werden, sagt die Bibel. Wir sollen die können begrenzen. Also,
Dit zijn dingen wat hij wil hebben. Wils Gott ons genoeg de Mitleid bewezen heeft. Om anders zijn. Om ons veranderen. Om voor ons bruikbaar te zijn. Hier aan deze wegen, aan deze banken voor ons, onder, en dan door buiten uit, mank onze nobers. En dan, wanneer we nog wieder zijn, dan door en alle wegen. Veranderd, om bruikbaar zijn voor hem. Dat hij ons kan gebruiken. Voor zijn werk en zijn oorzaak. Wat hij heeft. En dat is dat de mensen zullen van hem horen. Dat de mensen zullen hem ervaren. De mensen zullen live genoeg de medelijden van mij die ook ervaren. Dat is wat we anders zijn. Wanneer we verder dan zijn we verder niet, hebben we niet veel genoeg en niet veel medelijden van mensen. Maar wanneer we veranderd zijn, dan op eenmaal hebben we dat ook. Maar hij roept ons op. Hij zegt, wanneer du deze live ervaren hast, dan roept hij ons op. Einfach bruikbaar te zijn. So ik wil ons moeten spreken, waar we uitgaan, waar we anders zijn te de mensen, waar we bruikbaar zijn voor hem, en waar we genoeg de medelijden wezen te de mensen, wo we vielleicht so viel in der Hinsicht dort nicht verdient. Die haben das nicht. Die haben vielleicht auch nicht. Aber jeder das danach. Sie danach bruikbaar. Sie danach anders. Ja, wie Jesus hat, dann wo wir vielleicht auch sagen, no, der hat sich das nicht verdient, der kriegt das nicht. Aber nu selber, wie uns auf uns das Sieg gesagt, zum anders sein, im bruikbaar sein, und nu selber das wiedergeben. So. Ich würde fragen, wo wir passen, das werden wir noch einmal abstimmen für ein Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir für diesen Morgen noch einmal. Vater, wir danken dir für dein Wort. Vater, wir danken dir, dass du so eine Gnade und so eine Mitleid zu uns hast, als wir das auch noch gleich verdient haben. Und danach sagst du, du wirst uns verändern. Du sagst, du wirst durch den Sehen Jesus Christus, denn jeder einer, der die annehmen wird, wirst du nie merken. So ist, was Paulus auch zu den Korinther sagt, dann ist dort alle nie geworden, eine neue Kreatur. Vater, help uns, dass wir wollen das annehmen, weil wir deine Gnade, deine Mitleid erfahren haben, dass wir wollen anders sein, dass wir wollen bruikbaar sein für die, dass Menschen wollen verändert werden für die. Help uns, dass wir hier büten wollen, wirklich für die leben, einen Unterschied merken hier, in dieser Kolonie, in Bütenrüt, wo immer das ist. Da bete ich in deinem Namen. Amen. Wat hem anders zijn, heb ik niet van onszelf. Maar we nu naar een heiland komen, als we hebben Leute zeggen, kom naar een heiland. Door met zijn waai en onze mensheid hij alle dag blijft toeleg rauwt hij kan. Vrouw en macht, ik waar wie trafen kan, van ons hart wat rent van zinden zijn. Bij onze schoor door en hemel ben, Jezus mijn Herr. Seine Stimme, laut Gott dort hart nu ganz mutig sein. Mit jenen Wellen kriegt Jesus nen, läuft tolle Kraft hij kann. Frauen mutig, waar wie trafen kann, wann ans Wort, wat rennt von Sünden sein. Die ganze Schor, du im Himmel bin, Jesus mein Herr, komm. Ik einmal hat, hij is hier van jou. Hart nur den Herrn Raub und hij fragt, jetzt seine wird, wat hij tauend sei, bleibt tolle Kraft hij kann.
ons te sjå, du im himmel bæ.